A warm, warm welcome to all of our colleagues, all of the participants, all of our friends, all of our patrons who are here with us this evening, and a special welcome to the 2025 YIVO Yiddish Zoomer Program class, who is also here with us this evening. I want to thank Alex Weiser and his team, a glorious team that includes Julia Rothkopf. I want to thank Eddie Portnoy, Stephanie Halpern, Melissa Cohen, Shelley Freeman, and Alex Brandwine, who designed this wonderful program for this evening. Thank you all. But I also want to recognize a special visitor here with us this evening, Meng Yang, who is here from China. Could you stand up, Meng? Meng was a student in our summer program in 2016, and then again in 2022. Yes, okay. And taught the first class in Yiddish at Peking University in Beijing. On June 22nd, 1941, 84 years ago, Operation Barbarossa began with the Nazi assault on the Soviet Union. 3 weeks later, YIVO and the world it represented lay in ruins. So it is appropriate for us to be celebrating our 100th anniversary precisely on this day. Today, unlike either the Nazis or the Soviets, YIVO is strong, vibrant, restored in many respects, even though the world in which it was born and gained its identity is gone. We are all indebted to Cecile Kuznets for telling so important a part of the story of YIVO, and grateful that she will give the keynote speech this evening. Only 15 years was spent in Vilna out of 100, 15% of YIVO's history. Yet I am reminded that human beings share 97% of the DNA of gorillas, and only that little 3% makes us human. A mere 15% of our history makes us and keeps us YIVO. I invite you all to peruse this 100 Objects book edited by Stephanie Halpern, and for you all to look at the wonderful exhibition curated by Eddie Portnoy that is in the Great Hall, Hail to the Zomlers, and the adjoining hall on the Paper Brigade. And without any further words, Cecile. Und ich prätendiere nicht überzunehmen Cyrils Rolle, aber ich prätendiere ja, euch vorzustellen, Cyril. Koidem kol, a guten Abend euch und a guten Jontef euch. Mir ist zugeteilt geworden, der sehr angenehme Covid euch vorzustellen, unser Hauptredner auf den heutigen Jontef-dicken Abend. Es wird reden auf der Thema dem YIVOs wissenschaftliche Arbeit in an Eis Zorre, a Leichturm in dem zerwalleten Jam von unser bitteren Itzt. Wer sie wird reden, die Mumchete auf den Schettach von dem YIVOs äußergewöhnlicher Geschichte, Professor Cyril Esther Kuznets. Cyril ist assoziierter Professor von jiddischer Geschichte und Kultur auf der Kathedre bei Bard College auf Namen von Patricia Ross Weiss. Und ihr Debütbuch von 2014 trug den Titel YIVO and the Making of Modern Jewish Culture, Scholarship for the Yiddish Nation, auf den Smach von ihrer Doktordissertatie in Stanford Universität.
Cyrils intellektuelle und professionelle Übergegebenheit der Geschichte von Jivo ist gepaart mit einer tiefer, langjähriger, geistiger Übergegebenheit dem Institut. Ich habe sich nicht geätzet mit Cyrlen wegen die biografische Protim ihre, was ich bringe euch da, weil ich habe sie schon früher gekannt, noch sind unser beiden gar junge Jahren, ich wie einer, was sitzt in der Bibliothek von Jivo in meinen Mittelschuljahren und Cyril beim Anheb von ihrer Karriere, als sie es gewinnen, Archivistke in dem Jivo und wir pflegen sich sehen in Lehensaal oder in die Korridoren von alten Binien von Jivo. Und der Pfarr, zulieb die alle Protim, identifiziere ich sich sehr mit Cyrlen allein und mit dem allem, was hat uns zusammengeführt in Leben, geistig und intellektuell. Über die Jahrzehnte von Freundschaft, Mitarbeiterschaft, Schutfes in der Welt von Jiddischistik-Lehrerei und Jiddischistik-Forschung. Die Identifizierung stammt heraus von der definierenden Rolle, was der Jivo spielt auf ihr Leben wie auf mein Leben, in die Trümmen nicht nur von unserem Intellekt und professioneller Arbeit, nur von die kollegiale, nationale, gesellschaftliche, ideologische, geistige und tiefpersönliche Bedürfnisse, was der Jivo kommt uns noch. Das heißt, wo der Jivo speist unsere Neshomes. Also mit Cyrlen, also mit mir, also mit Deures, was haben sich ausgeformt herum dem Jivo. Es hat das Wort, die Mumchete auf den Jivos Geschichte, Cyril Kuznits. Ich will herzlich bedanken Jonathan und euch David, speziell für die sehr warmen Wörter. And for those of you who didn't understand anything that David said, don't worry because there will be simultaneous translation for my talk. Gut? Ja, der Mikrofon. Okay. Es ist mir beämmes Covid zu reden auf der Eröffnung von der Konferenz abzumerken 100 Jahre Jivo. Wenn es hat sich nach dem Stiften erst geholfen zu schaffen, ein jüdischen akademischen Institut, zuerst in Peterburg und danach in Berlin, und wenn Max Reinreich und seine Reisen haben sich genommen zu der Arbeit in Wilna, ist es schon gewinn klar, als Weg wird nicht sein, kein geringer. Von seinem Anheb haben sie sich gerangelt mit Problemen, was haben gestellt in Sekone die seine Existenz von dem Jivo. Die Problem von schaffen Geld. Sie wollten sich sicher gefreut zu wissen, als der Institut, in welchen sie und unzählige andere Tours haben reingelegt, als so viel mehr, hat lebt 100 Jahre. Man kann euch sein sicher, als sie wollten sich beklar nicht vorgestellt. Als in jenem Jahrhundert hat der Institut übergelebt 2 autoritarische antisemitische Regimen, eine von rechts und eine von links, was haben Kimat vertilgt die Jivo-Sammlungen und haben ja vertilgt zurück von den Mitarbeitern und Stützers von dem Institut in eine mit den Massen jiddisch-redenden Jiden, was haben ihm abgeschaut. Dem Jivos Führers haben allemal beschrieben sehr Schliches zu dienen dem Volk. Das heißt, kommen zu Nutz nicht nur Wissenschaftler und Intellektuellen, nur euch auch die jüdischen Massen von Mitteleuropa und über der Welt. Einer von dem Jivos frühedicksten Tours, der Linguist Judel Mark, hat geschrieben, als dem Institutsarbeit soll gehen, ich zitiere, von dem Volk, für dem Volk, mit dem Volk.
Das meint zuerst, als der Jivo soll forschen, nicht nur die Pnei von der jüdischen Gesellschaft, nur auch jeden von der ganzen Jahr. Der Pfarrer hat gedacht, Materialien verspiegeln ab das tagtägliche Leben von den jüdischen Massen. So eine Sammlungen hat man nur gekannt schaffen mit der Hilfe von den Massen allein, durch ein Netz von tausender übergegebener Sammler, was haben gearbeitet, Letoivis dem Jivo über der Welt. Kudei zu arbeiten für ein Volk, hat der Jivo sich vernommen mit Themen, was kann interessieren die breitere jüdische Kreise und was haben ein direkt Schärfes zu sehr heinzeitigen Problemen. Lamaschel, der Institut hat noch mitgearbeitet mit den jüdischen weltlichen Schulen, geforscht Fragen von Pädagogik und zugegräht Sprachklallen für seine Klasszimmern. Aber viele Themen, die seien weiter von praktischen Nutz, hat symbolisch geholfen die jüdischen Massen. Klepei Punim hat dem Jivos Arbeit verstärkt dem Stolz in der jüdischen Sprache, Kultur und Geschichte. Klepei Chutz hat sie verstärkt dem Argument für jüdische Miutimrecht in die Länder von Mitteleuropa. Die Jiden sollen genießen von der Arbeit, dürfen sie sich bekennen mit ihr. Der Pfarrer hat der Jivo herausgegeben Bücher und Journalen und organisiert Ausstellungen und Konferenzen. Und was heißt gehen mit dem Volk? Dem Jivos Führers und Gelerntes sollen sich nicht absondern in einer so gerufenen Helfenbeinturm, nur halten in Sinne ihrer Erreichen Legabe der jüdischen Gesellschaft. Der Jivo hat geführt seine Arbeit in einer Zwiebel, wo politische und ideologische Bewegungen haben geblüht und konkurriert, einer mit der anderen auf der jüdischen Gas. Kulminationistische Parteien, die Goles-Nationalisten, von der linken Seite, Sozialisten und Kommunisten und von der rechten Seite, die Revisionisten und Parteien von den Frommen. Zwölf von den Gründers und Führers von dem Institut sind auch gewähnt politisch tätig. Der Iker in Bewegungen, was haben gestrebt zu versichern die Rechte von Juden in Goles. Der Sozialistische Bund und linke Koalition und die Liberale Volkspartei. Die Hauptfiguren von dem Jivo, reingerechnet Max Weinreich, Salman Reisen und Zeli Kalmanowitsch, haben gestellt Amin Mechize zwischen Politik und Wissenschaft. Nicht geguckt auf ihre eigenen politischen Überzeugungen. Weinreich und Moschel ist gewähnt Bundist. Sie haben gemahnt, als Studenten in einem Jivos Aspirantur sollen sich zurückziehen von politischer Arbeit, beschaffen lernen sich in dem Programm. Ihr Ideal ist gewähnt eine objektive Wissenschaft, frei von was auch nicht ist ideologischen Vorurteil. Alle Jivo-Führers seien gewähnt weltlich mit Sympathie zu Goles Nationalismus. Aber sie haben privat gestützt verschiedene Parteien und sie haben dokumentiert und geforscht alle Strömungen von jüdischen Leben. Eine Gruppe Jivo-Tours aber, meistens jüngere Leute und Anhänger von Marxismus, wie zum Beispiel der Historiker Raphael Mahler, haben sich entgegengestellt als eine Meinung. Sie haben geteilt, als rein objektive Wissenschaft ist unmöglich, weil alle meine Forschung trug Memele dem Stempel von Klasse. Der Pfarrer soll der Jivo Leute sei öffentlich annehmen die marxistische Schiete in seiner Arbeit. Das Schlicht zu dienen dem Volk haben sie verstanden, wie ein Ruf zu dienen dem Proletariat. Nur mit dieser Zugang haben sie gehalten, kann der Jivo bei Emes helfen, die jüdisch-redende Massen. Die Frage von dem Jivos Beziehung zur Politik und zu einseitigen Unionen ist geworden beuleter in die 30er Jahren. In Polen ist die Armut bei Juden geworden als Sache Ärger, zulieb der ökonomischen Depression und die antisemitischen Boykotten. Die polnische Regierung hat sich formell zurückgezogen von dem Abmach, was hat anerkannt die Rechte von Juden wie ein nationaler Miet und hat was oft gestrebt,
gestärkt jüdische Institutionen. Es haben ermutigt die rechten Antisemiten in Polen die Nazis in Deutschland, wo die jüdische Kehille ist gewesen in einer angehenden Krise und einer wachsenden Sakone. Heißt es, als Juden haben gelitten, sei von physischen Attacken gegen sie wie Jechidim, sei von Bebullim von die, was haben abgelegt, sehr recht wie eine nationale Gruppe. In einem Moment, in 1938, hat das Institut gebeten, seine Mitarbeiter, sich abzurufen auf die Frage, die jüdische Wissenschaft in der heutigen Zeit. Ein paar haben geteilt, als in dieser Zeit kann man sich nicht vergehen dem Luxus von reiner Wissenschaft. Ein Mitglied von der zentralen Verwaltung hat verglichen Wissenschaft mit der Blume. Etwas Schönes, aber nicht ekeldig, beschaß Größe überkernischen. Sie soll man sich vernehmen mit Blumen, wenn es brennen die Felder, hat er gefragt. Srof von dem Ivo-Führers haben gehalten verkehrt. Als Wissenschaft ist nicht kein Blimele. Also sie ist ja wichtig, aber viele und darf in dieser Zeit von wachsendem Antisemitismus und autoritarischen Bewegungen. Das neue Blättel Jedias von Ivo hat geschrieben, ich zitiere, es muss schon sein klar für jeden, als jüdische Wissenschaft ist keinmal nicht kein Luxus. Und als darf geïtzter seien die Aufgaben von Ivo geworden noch wichtiger wie früher. Beim allweltlichen Zusammenfort von dem Institut in 1935 hat der Historiker Shimon Dubnov rhetorisch gefragt, sie man hört auf zu studieren Geologie bemäßig von den Erdzitternisch. Darauf haben Masken gewählt mit Dubnoven, aber sie haben gehabt verschiedene Ideen, wie es soll auszuführen, dem jeweils Schliches in der Eistzore. Teil haben gemeint, als der jeweils soll nicht beiden seine Themis oder Zugang. Sie haben gehalten, als, ich zitiere, beiden ist im Grund nicht was. Wir dürfen mehr nicht einspannen, alle Keuches, die durchzuhalten dem Sturm. So Zitat. Der jeweils soll mamschig sein, die Tätigkeit, nicht geguckt auf die neuen Bedingungen, auf zu Loches die Antisemiten. Laut dieser Meinung ist die weiterdicke akademische Arbeit ein Simen von Festigkeit und von einem Wert von teurer Lischme, das heißt von Wissenschaft wie ein Ziel für sich. Der Historiker Yitzchak Schipper hat beschrieben dem Institut wie ein Mokum Miklet, ein Ort, wo jeden finden Ruhe in der Chome in einer räuschendicker Zeit. Er hat bemerkt, als polnische Jiden leben in, ich zitiere, a Kessel. Das ganze Leben ist ein Rumjogenisch, ein Geläuf. Efter ist der Juwel, als abstellen sich auf eine Weile. Vertrachten sich von dem jüdischen Volk. Andere haben untergestrichen, als man muss nehmen in Betracht der heutige Realität. Als Jeden kämpfen in den intellektuellen, geistigen und einmal physischen Gerangel für sehr persönlichen und nationalen Recht. In dem Gerangel ist die Wissenschaft allein geworden als Schlachtfeld. Ein Redner bei der Aspirantur hat bemerkt, als akademische Arbeit ist, ich zitiere, einer von den geistigen Schlachtfeldern von unserer Zeit. Keinmal früher hat sich die Verfolgung von Juden nicht benutzt als so viel mit der Hilfe von Gedanken, Theorien und Wissenschaft. So Zitat. In diesem Moment, hat Weinreich gesagt, ist die Aufgabe von der jüdischen Wissenschaft, ich zitiere, zu helfen unserem Volk in dem schweren Kampf für sein Kiem mit dem Gewehr von der Kennen und Wissen. Ein Eufen zu kämpfen, ist zu nutzen die Wissenschaft wie ein Mocker von Keuch und Hoffnung. Einmal haben die Jivo-Führers dafür gelegt, dem Trop auf positive Themen, die zu heben das Gemüt. Beim allweltlichen Zusammenfort hat die historische Sektion beschlossen, sich zu konzentrieren
auf der Kufis von Schöpferlichkeit und Aufbau in der jüdischen Geschichte. In dem ersten Nummer von einem Journal von dem Yvos Kunstmuseum in 1936 hat man geschrieben, ich zitiere, auf Unterdrückung und Erdifes von unser Volk hat unser Volk damit geantwortet mit noch größeren Anstrengungen für Geist und Kultur. Lassen wir euch jetzt öffnen am mächtigen Qual für Leben, für die jüdische Zukunft. So Zitat. Also hat man geteilt, also viele Forschung, was ist weit von einseitigen Problemen, Forschung wegen Kunstgeschichte, kann ermutigen die jüdische Gesellschaft. Von seinem Anheb an ist das Ziel von dem Yvo gewesen, zu vergrößern den Prestige von der jüdischen Sprache und Memele von allen Jiden, was haben sie gerettet. Weinreich hat geschrieben in 1933, als der Institut ist geboren geworden, ich zitiere, wie ein Plan zu heben die Geschieves von der jüdischen Sprache, das heißt faktisch, denn der Eretz war dem Jid zu sich allein und die Ammune in sich allein, dem Betochen. So Zitat. In dem Sinn hat die ganze Arbeit von dem Institut gedient dem Volk mit dem Verstärken seiner eigenen Liebe und sein Stolz in seine Kultur. Weinreich hat gehalten, als seine Arbeit ist nötig für jeden, zu sein geistig gesund und können beistehen dem Druck von Antisemitismus. Dem Zugang hat Weinreich gebracht zum Yvos Abteil für Jugendforschung, was er hat gegründet in 1934. Der Abteil hat angeführt mit den berühmten Konkursen, was haben gebeten, jüdische junge Leute zu schreiben, ihre Autobiografien und sie reinschicken zum Institut. Man hat geschrieben in dem Kolkeure, auf zu verstehen die Situation, muss man hören die Stimme von der Jugend rufen. Sie allein muss dort zählen wegen ihrer psychischen und sozialen Probleme. So Zitat. Das Projekt hat geschaffen eine Sammlung unikaler Dokumenten, was Forscher nutzen bis heute. Und Weinreich hat sie genutzt, um besser zu verstehen die Probleme von der jüdischen Jugend und vorlegen mögliche Mittel, sie zu lindern. Aber auf viele Weinreichs Analyse hat das Schreiben Gufe ermutigt, die, was haben Anteil genommen in die Konkursen. Der Prozess von Schreiben hat geholfen, die jungen Leute verstehen sich allein. Und sie haben stolziert mit dem, was der Yvo hat sie gesagt, als ihre Lebensgeschichte seien wichtig für die Wissenschaft. Dem Yvos Arbeit hat euch geholfen, jeden vielen, als sie seien nicht unbeholfen. Also sie haben eine Schlitte über sehr massiv. Jankiv Lischtinsky, der Führer von der ökonomischen statistischen Sektion, hat geschrieben, als jeden seinen, ich zitiere, ausgenutzt, le Teuve oder le Rohe, im Spiel von den kämpfenden Keuches. In beiden Fällen bekommt man den Eindruck, als wir seien nur ein Balm in die Hand von unseren Söhnen. Das, was jeden allein forschen, ihre Probleme und suchen einen Weg für uns, ist ein Simen als, ich zitiere weiter, seien wir euch Subjekten von unserer Geschichte. Müssen wir allein schmieden unser Geurel. So Zitat. Die jüdische Wissenschaft beweist, als Jeden seien nicht nur Karbonis, aber viele, wenn sie leiden. Zeli Kalmanowitsch hat geschrieben, ich zitiere, es können in Flug herausgestellt werden, Teines. Sie ist jetzt die passende Zeit für wissenschaftliche Arbeit. Seien die Teines kein Teines nicht. Man darf genau wissen, wo und was fällt, man soll kennen, euch arbeiten einen Plan, wie es soll zu helfen. So Zitat. Der Yvo hat geschrieben, zu dienen dem Volk mit dem Zustellen praktischer Informationen, was kann erklären den schweren Massiv und gefunden Euphanium, ihm zu verbessern. In der Tekufe, wenn Massen Jiden haben gewollt entläufen von Europa, zu Liebmeure und Dallas, hat dem Yvos Sektion für Ökonomik und Statistik geforscht Fragen von
Arbeitslosigkeit und Migration. Dem Jivos Forschung hat euch verteidigt unsere Recht, wie zum Beispiel mit den Institutsbemühungen in dem Feld von der so gerufenen Wissenschaft von Rasse. In seiner eigenen Forschung hat der Jivo abgefragt die Bebullen von jener Pseudowissenschaft, dem Jesod von nazischen Antisemitismus. Der Jivo hat euch geprüft, ablegen der verspreiten liegen, als eine große Proportion Verbrecher seien Jiden. Er hat zugegräht Informationen wegen Schritte von jüdischen Politikern, was haben gekämpft gegen Gesetze in Polen, sie zu begrenzen. Also hat das Institut probiert, nutzen empirische Wissenschaft wie ein Marschir gegen Propaganda. Gedei zu führen als Arbeit hat der Jivo zuerst gedacht, sammeln Materialien. Schon in 1933 hat der Führer von der Historischen Kommission, Emanuel Ringelblum, angehoben sammeln Dokumenten wegen die so gerufenen Geseres Hitler. Und die psychologische, pädagogische Sektion hat zugegräht Fragebeugens wegen der Haschpoe von dem Krisis auf jüdische Studenten und Lehrer. Und bei die dosige Arbeit soll kommen zu Nutz dem Volk, hat sie gedacht, gehen nicht nur zu Akademikern, nur auch zum breiteren Eulen. Die ökonomische statistische Sektion hat abgedruckt separaten von Artikeln wegen dringender Fragen wie Migration und der Arbeitermarkt, die sie geringer und billiger zu verspreiten. In 1937 hat die Sektion geschaffen ein neues popularen Journal, gezielt auf einen breiteren Eulen, mit dem Namen Die jüdische Ökonomik. Der Journal hat informiert die Lerners wegen die letzten schweren Neues in Europa, wie zum Beispiel Prozessen für so gerufene Rassenschande in Deutschland und die wachsende Zahl Selbstmorden in Warschau. Er hat euch übergegeben praktische Aids für die, was haben gesucht, neue Orte sich zu besetzen, zum Beispiel Australien, durch Afrika und viele Libyen. Viele Themen, die seien weit von dem Heind, haben gekannt, abentfern antisemitische Bebullen. In die 30er Jahren haben die rechten Bewegungen gehalten, als die polnischen Juden sollen nicht sein, kein gleicher Bürgers, und als sie gehen in die Arbeit von den Emisse Poljaken, die Christen. In diesem Moment ist ein Buch von einem Jivo-Historiker, Jeschaja Trunk, wegen der Geschichte von Juden in der polnischen Stadt Płock von dem 13. bis zum 17. Jahrhundert. In seiner Monographie beweist Trunk, wie lange Juden seien gewesen ein Teil von der polnischen Gesellschaft und wie viel sie haben zugegeben zu ihrer Ökonomie. Wie es hat geschrieben der Herausgeber, ich zitiere, das dosige Buch erscheint in der Zeit, wenn es werden abgefragt, die Rechte von der jüdischen Bevölkerung in Polen. In der Zeit, wenn die polnischen Juden, was leben im Land sind Jahrhunderte, werden durch die Reaktion betrachtet wie Fremde. Das dosige Buch beweist, als Juden in Polen seien nicht kein Fremde, von Nächten angekommene. So Zitat. Also können viele Forschung wegen dem weiten Over kämpfen gegen die Propaganda von rechten Parteien, beschildern eine Mietgruppe wie fremde Parasiten. Trunks Buch, Punkt wie Weinreichs Jugendforschung und Leszczynski Journal haben bewiesen, als die jüdische Wissenschaft ist gewesen nicht nur ein Macher von Mutigung und Nachahme, nur auch lebensnötig wie ein Wegweiser. Ich zitiere, in dem größten Weltsturm wird geworfen und geschleudert von einem Extrem zum zweiten das kleine jüdische Volk, hat Leszczynski geschrieben. In dieser Klemm rangeln sich Juden, wie es nicht ist, zu halten sich auf dem Flach von den Qualien, was stürmen herumsehen. So Zitat. Wie Judel Mark hat gesagt, in diesem Moment ist der Jivo gewesen, ich zitiere, ein Leuchtturm in dem zerqualierten Jam von unser bitteren Jetzt.
So Zitat. Die Jiva hat geschrieben in 1938, als dem Institutsarbeit dient wie, ich zitiere, ein Wegweiser und eine Tröstung in einer Zeit, wenn wir müssen in unserer Kultur und in unserer Wissenschaft scheppen Keuches verurhalten das Volk. Als der Matzev hat sich geärgert, haben die Rufen zum Jiva, sich zurückzuziehen von seiner Politik von Unparteilichkeit, geworden was stärker. Gewisse Mitarbeiter von dem Institut haben kritisiert dem Jivas Absagen sich von öffentlich stützenden jüdischen weltlichen Schulen, wenn die polnische Regierung hat sie geräudigt, zulieb dem, was die Schulen seien nun verbunden mit sozialistischen Bewegungen. Die dosige link gestimmte Jiva-Tours haben geguckt positiv auf den Rattenverband, weil sie haben betrachtet wie der einzige politische und militärische Keuch, was kann sich gegenstellen gegen die Nazis. Sie haben gerufen dem Institut, sich einzuschließen in einem populären Front, eine Gruppe pro-sowjetischer Organisationen, was haben sich vereinigt in 1935 zu kämpfen gegen Faschismus. Nur so haben geteilt jene Tours, kann der Institut bei ihm helfen dem Volk in sein Eiszore. Aber Srov-Jivo-Führer haben gehalten, als darf in diesem Moment muss der Institut weichen von Politik, gedei auszuführen seine Arbeit auf einen effektiven Eufen. Der Linguist Noach Prelutsky hat beschrieben dem Jivo wie die höchste Institution von der jüdischen Kultur. Ich zitiere, es führt sich ein Kulturkampf und der Jivo ist der Sitzort von Stab. Als der Stab wird zerklappt, wird Altschorov. Der Jivo muss sein Tabu verpanzert, sich nicht direkt reinmischen in politischen Kampf. So Zitat. In die 30er Jahren ist nicht nur die linke Bewegung von Kommunismus geworden mehr populär auf der jüdischen Gas, nur auch die rechte Partei von revisionistischen Zionismus. In dieser Zeit, wenn die jüdische Gesellschaft wird als mehr zerspalten zwischen die zwei Polisen von gar links und rechts, hat der Jiva untergestrichen seine Rolle wie eine unparteiische Institution, was nennt darum alle Strömen von jüdischem Leben. Bei einer Ausstellung wegen jüdischer politischer Bewegungen in 1934, hat das Institut gebracht Materialien wegen Bundism, Anarchism und verschiedenen Minen Zionism. Bei dem altweltlichen Zusammenfuhr hat Weinreich gesagt, ich zitiere, gegen die fundzentrischen Strebungen in jüdischem Leben haben wir herausgestellt einen zumzentrischen Keuch. So Zitat. In die weiteren Jahren hat man oft übergehastet die Hoffnung, als in einer Zeit von wachsender Polarisierung kann der Jivo dienen wie ein Center für die ganze jüdische Kehille. Laut Weinreichen und Srov-Führers von dem Institut heißt also ein Zugang nicht zurückziehen sich von der Aufgabe zu helfen, die jüdischen Massen. Verkehrt, es ist lebensnötig dazu, weil nur mit ehrlicher wissenschaftlicher Marschierung kann man Tage begreifen, die drucken, was wirken auf der jüdischen Gesellschaft. Shimon Dubnov hat allemal gehalten als, ich zitiere, Neutralität in gesellschaftlichen Fragen ist doch der heiligste Prinzip von der Wissenschaft. So Zitat. Er hat angenommen dem Gedanken von dem deutschen Historiker Ranke, als die Aufgabe von einem Historiker ist zu beschreiben Geschehnissen, ich zitiere, wie sie seinen wirklich gewähren. Nicht schaffen Marionetkes von der oder jener Ideologie a priori. Die Ideologie darf sein der Polioze von a posteriori von der historischen Forschung. Weinreich hat ermahnt, als in der Tkufe, wenn der Jivo ist gegründet geworden, ist das Phänomen von Wissenschaft wie der Tchum für sich, abgesondert von politischer Tätigkeit, gewinnt Jiddisch. Mit der Zeit hat das Institut bewiesen, als ein unparteiischer Zugang
ist nicht nur möglich, nur gar wichtig. Weinreich, der Jünger von Dubnoven, ist gewinn skeptisch, als man kann bei ihm sein absolut objektiv, weil, laut ihm, hat jeder Mensch seine eigenen Ideen und Sympathien. Von deswegen, halt Weinreich, muss das Ziel von einem Wissenschaftler sein, zu definieren seine persönlichen Vorurteilen zu einem Minimum. Ich zitiere, der Politiker kommt mit der These und sucht Material zu beweisen. Die Kunst von der Wissenschaft ist zu betrachten die Sachen wie weit möglich von Subjektivkeit. So Zitat. Leschinski hat gesagt, als der Rivo soll, ich zitiere, bearbeiten wissenschaftlich die aktuellen Fragen und die Parteien sollen danach machen sie ihre Ausführungen. Wissenschaft kann helfen, nicht mit großen soziologischen Schemas oder mit fertigen politischen Ideologien, nur mit Zustellen allseitigen, objektiven, kontrollierten Material wegen dem Leben von den Massen. So Zitat. Der Jesod von dem Jivos Arbeit bleibt das jüdische Volk. Aber der Institut hat nur gekannt ausführen sein Schliches, aber hält sich bei seinem Prinzip von empirischer Wissenschaft frei von was nicht ist ideologischer Motivierung. Nur so kann richtig analysieren einseitige Probleme und vorlegen Lesungen, was wollen bei ihm dienen dem Volk. Der Jivo und seine Tours seien geblieben getreu seiner Idealen, auf viele in die finstere Tage von dem Horben. In Wilna seien Zeli Kalmanowitsch und der Führer von dem Jivos Theatermuseum, Oma Olkanitzki, gezwungen geworden zu arbeiten für die Deutschen, auszusortieren die Äußeres von den Jivos Sammlungen. Eine Gruppe, organisiert durch den Poet Avram Sutzkever, Weinreichs Student, hat geraten wird, was sie haben nur gekannt und reingeschmuggelt Materialien für die Ghetto-Bibliothek und Schulen. Kalmanowitsch hat gehalten Referaten wegen der jüdischen Literatur und Geschichte im Ghetto. Sutzkever hat vorgelehnt von seinen Liedern auf literarische Unternehmungen und Olkanitzki hat geschaffen Dekorations für ein Ghetto-Theater. Also haben sie weiter genutzt Wissenschaft und Kultur, wie Marschieren zu verstehen den Bruch und zu kämpfen gegen Jisch. In Warschauer Ghetto hat Emanuel Ringelblum geschaffen dem Einig Shabbos Archiv, zu verschreiben die Überlebungen von Jiden von sehr eigenem Guckwinkel. Ringelblum hat beschrieben die 3 Hauptprinzipien von der Arbeit. Sie muss sein pünktlich, objektiv und arumnehmig. Er hat gestrebt, reinzuziehen zum Archiv Menschen von allen Strömen von der jüdischen Kehille und in seinem Brenn von der Milchome hat er probiert schreiben, ohne kein Vorurteil, wegen Fragen, was rufen nach Archaim heraus Machleuchesen, wie Marshall die Rolle von den Juden raten. Er hat euch gehofft, als seine Arbeit wird haben einen praktischen Nutzen mit dem Bringen die Nazi-Mörder zum Mischpit nach der Milchome. In New York seien die Jivo-Tours gewesen zwischen die Sommer-Erste zu versorgen dem Publikum mit wichtigen Neues wegen dem Geurel von Jiden unter die Nazis. Sie haben euch probiert helfen, ihre Brüder und Schwestern in Europa, als wie viel sie haben nur gekannt, zum Beispiel mit dem Organisieren einen Brief zum Amerikaner Präsident Roosevelt untergezeichnet von knapp 300 Wissenschaftlern. Wenn die Milchome hat sich geendigt und New York ist geworden der Zentrum von dem Institut, hat man angeheuben einsehen, wie riesig es seien die Avedes. Der Jivo hat sich gedacht rangeln mit der Realität, als das jüdisch redende Volk von Mizrach-Europa, auf welchen hat sich gestützt, ist mehr nicht da. Auf der Jivo-Konferenz hat Max Weinreich, der einzige Führer von dem Institut, was hat übergelebt, gestellt die Frage, ich zitiere,
Sie ist heint beklau berechtigt, aufzukleiben sich bezibber und reden wegen Wissen, anstatt zu weinen und zu klagen auf einen großen Bruch. Hat allein geantwortet als, ich zitiere, Wissenschaft ist nicht kein Zuckerleckerl, nur etwas lebensnötig, a viele in Dafke, in der Zeit von ungeheirten Treue. Auf der zweiten Konferenz hat der Pädagoge Schleimer Mendelssohn gehalten eine Rede wegen Widerstand in die Ghettos. Die Rede ist gewesen eine rein akademische und nachdem hat der Eulam Spontaneheit gesagt, Kaddisch. Der Jivo ist gewesen zwischen die ersten Institutionen, was haben gesammelt Materialien und zugegräht Ausstellungen und Publikationen wegen dem Horben. Und ist geworden der wichtigste Center für Horbenforschung auf der Welt in jenen Jahren. Die größte Befriedigung hat bekommen dem Instituts Mitarbeiters, wenn man hat genutzt seine Dokumenten in die Prozesse gegen die Nazis, zum Beispiel bei den Nürnberger Prozessen. So ist McCullum geworden Ringelblums Holm, als seine Arbeit so helfen bringen Joischer für die Carbonis. Der Institut hat aber gefehlt Archiv nicht nur zu die Carbonis, nur auch zu der heinzeitigen jüdischen Kihile in sein neuer Amerikanerheim. Gleich nach dem Überziehen sich in New York hat sich gewendet zu wissenschaftlichen Themen mit praktischen Konsequenzen, was können helfen, jeden verstehen, die Amerikanergesellschaft. Lemoschel, hat geforscht die Beziehungen zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen in die Vereinigten Staaten. Also hat der Jivo-Mitarbeiter Schleiman Nobel geschrieben schon in 1944 in einer englischsprachigen Broschüre als, ich zitiere, Relevance to current problems has remained the outstanding trait of the Jivo's undertakings. Weinreich aber hat getracht nicht nur wegen dem Heint, nur auch wegen dem Morgen. Antisemitismus hat gespielt eine hübsch kleine Rolle in Amerika wie in Europa, hat Weinreich gehalten, als die Problem ist in Toch genommen dieselbe. Jeden seien noch als ermüdet unter dem Druck von der Rumäcker Zwiebel. Dem Jivos Arbeit kann bekennen, junge Jeden mit sehr reicher Geschichte und Kultur. Das wird der Heben sehr stolz wie jeden und sehr derecheret zu sich allein. Das, ich zitiere, der Nenterin die Amerikaner geborene Deures zu die friedliche Deures in Europa wird helfen aufhalten die Existenz von unser Volk. So Zitat. Weinreich hat gelebt als Wissenschaft wegen dem jüdischen Over kann bauen die jüdische Zukunft. Viele mit einem großen Bruch von dem Horben hat der Jivo sich keinmal nicht zurückgezogen von dem Gedanken, als Wissenschaft kann dienen dem Volk. Wir kommen sich zu neu in der Zeit, wenn in gewissen Kreisen halten Akademiker als Wissenschaft soll dienen politische Zwecken. Über der Welt werden autoritarische Regime als stärker und Polarisierung wird ärger. Antisemitische Propaganda und antisemitische Attacken kommen vor was öfter und auf viele Heint fallen Bombes auf jüdische Köpfe. Aber in unserer bitteren Tag können wir euch halten, als dem Jivos Prinzipien seien noch als gültig. Als Wissenschaft kann sein, sei er Trost, sei er Wegweiser. Heint praven wir dem Jeuvel von dem Jivo. Wir treuern über dem Instituts Führers und Stützers, was seinen Gewinn zwischen die Carbonis von Hitler und Stalin, Yimach Shemoim. Und wir geben ab Covid die Tausender übergegebener Tours, Mitarbeiter, Wissenschaftler, Studenten und Stammvolksmenschen, was haben geglebt, wie Muna Schleime in dem Jivos Schliches.
In Zerzachus hat der Institut erlebt 100 Jahre. Heint ist doch ein Jontiv, meine ich, als wir können sagen, spontane hat sie nicht, Shehechianu. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech ha'olam, Shehechianu, V'kiyamanu, V'higianu, Lazman Hazeh. Mazel Tov dem Yival. Und ich meine, als wir können machen Alachayim bei Kabbalas Ponim, das wird sein Interesse. Herzlichen Dank. Ja.